Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Diesen Schulranzen habe ich vor ein paar Tagen gefunden. In meinem Elternhaus stand er auf dem Dachboden. Dass es ihn noch gibt, wusste ich überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt. Und was soll ich sagen, er stand da, wie ich ihn am Ende meiner 4. Klasse dorthin gestellt habe. Die Butterbrotbox war zum Glück nicht mehr drin, aber der Rest war noch original von 1992, als ich aus der 4. Klasse kam. Zum Beispiel hier mein Religionsheftchen mit Schönschrifteinträgen, mein Handarbeitsheft mit meinen ersten Strickversuchen. Eine ganze Welt ging in meinem Kopf auf, als ich diesen Ranzen wieder in der Hand hatte. Ein bisschen war ich zurückversetzt in die Zeit in der 4. Klasse, in die Schulabschlussfeier, als ich zweimal von dem Turnbock runtergefallen bin bei der Verabschiedung und alle gelacht haben und ich habe mitgelacht, ich fand es auch lustig. Und in die Zeit, wo wir diesen Textilgestaltenunterricht hatten und stricken lernten und ich mich anstellte, alles kam wieder in meinen Kopf. Ich hatte Glück, weil ich hatte eine richtig gute Grundschulzeit. Ich habe mich daran gern erinnert. Es sind gute Horizonte weit geworden in meinem Kopf, als dieser Ranzen mir in die Hand fiel. Und ganz ähnlich ging es mir mit diesem Buch. Es ist ein christliches Gebetsbuch, Gesangbuch, und zwar von meinem Urgroßvater aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein Mann, der offensichtlich in diesem Buch auch gelesen hat und damit gelebt hat, ein christliches Lebensbuch. Ich habe mich gefragt, was sind da für Geschichten, was steht da drin? Was hat der Mann mit diesem Buch gemacht? Was hat er erlebt mit diesem Buch? Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, ist es nicht so mit diesen Glaubensinhalten auch? Wenn wir uns diesen Inhalten annähern, öffnen sie uns vielleicht auch Horizonte und machen unsere Sinne, unsere Gedanken weit und öffnen hoffentlich ein gutes Erinnerungsfeld in unserem Kopf. Zum Beispiel diese Passionsgeschichte jetzt aktuell, Jesus mit seinen Freunden unterwegs und er weiß schon, dass er sterben wird. Angst, verlassen werden, Einsamkeit, nicht wissen, wie es weitergeht. Das sind die Fragen, die ihn beschäftigten. Und ich kann mich mit meinem Leben dort in diese Geschichten hineintragen, so wie ich sie hier in diesen Ranzen mich wieder hineinleben kann oder in das alte Gebetsbuch meines Urgroßvaters. So sind auch die Glaubensgeschichten. Ich kann mich hineinlegen mit dem, was ich erlebe jetzt oder erlebt habe. Was klingt in mir, wenn ich die Passionsgeschichte lese mit den Themen Verlassenheit, Einsamkeit, Angst. Und dann unterm Strich erfahre aus den alten Geschichten, dass da einer ist, der mitgeht, der das Leben mitträgt, dass die Geschichte gut ausgeht, dass der Zusammenhalt siegt, dass die Liebe siegt, dass das Leben siegt, dass das Gute siegt. Die Erinnerungen, die ich mit dem Ranzen, mit dem Buch verbinde, verbinden mich auch mit diesen Glaubensgeschichten. Das wünsche ich euch auch, dass ihr diese Horizont- und Gedankenweitmacher habt und daraus leben könnt und Kraft schöpfen könnt für euer Leben. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.